Es gibt sehr viele junge Freerider. Es gibt auch sehr viele gute Freerider, die steile Flanken abfahren und weite Sprünge meistern. Und es gibt Tom Leitner. Er ist der Ästhet unter den Extremen. Style ist alles für mich. Also das ist einfach beim Freeskiing, da spielt alles mit. Also von Klamotten über wie man einen Schwung setzt, was für Tricks man macht. Das sind alles so Statements. Skifahren als Statement. Das bedeutet mehr als lange Schwünge in den Schnee zu zeichnen. Es ist der Ausdruck eines Gefühls, einer Lebenseinstellung. Der Chiemgauer Tom Leitner ist unterwegs mit seinen Freunden Robert Meyer und Christel Gfaller. In der Nacht hat es bis tief in die Täler geregnet. Dennoch erhoffen sich die Skitourengeher gute Verhältnisse im Griesner Kar im Wilden Kaiser. Die Entscheidung, heute auf Tour zu gehen, gründet auf Leitners Lebensmaxime. Freiheit erreicht man, indem man sich für etwas entscheidet, anstatt gegen etwas zu arbeiten. Und ich glaube, solange man das Gefühl hat, das Leben selber in der Hand zu haben, haben wir vielleicht auch so ein Freiheitsgefühl. Vor gut einem Jahr entschied sich Leitner dafür, seine Karriere als Skiprofi gegen eine bürgerliche Laufbahn zu tauschen. Freiheit ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich zu erreichen. Für mich ist jetzt zum Beispiel überraschend, dass ich ein höheres Freiheitsgefühl habe, seit ich einen geregelten Job habe. Im oberbayerischen Traunreut arbeitet Leitner als Lehrer. Sein Kollege Axel Eidam ist nicht nur Vertrauter in schulischen, sondern auch in alpinistischen Fragen. Axel, servus. Grüß dich. Ja, wegen einem Griesner jetzt am Wochenende wollte ich fragen, weißt du, wie es ausschaut? Ja, genau weiß ich nicht. Also müssen wir mal schauen, was tut über Nacht. Ja, vielleicht haben wir Glück und es regnet nicht bis ganz umgeht. Also Regen soll jetzt Sturm. Für mich ist das natürlich schon ein Glücksfall. Weil einerseits ist er natürlich ein total feiner Kerl und natürlich auch Weltklasse-Freerider. Und ich als Skifahrer werde natürlich schon sehr inspiriert von ihm. Tatsächlich erfüllt sich die Hoffnung der Skitourengeher auf Wetterbesserung. Es reißt auf und im Griesner Kar hat die Nacht sogar ein wenig Neuschnee gebracht. Nun geht es darum, eine sichere Aufstiegsvariante zu wählen. Tom Leitner schätzt den Rat seiner erfahrenen Begleiter und hört auf ihn. Ja, schon wieder Finster mit der Hochkumachspitze war die Hauptoption jetzt da in der Umgebung von der Pflaumhütten in der großen Spielwiese. Andere Optionen die noch vorderes Törl, hinteres Törl, wo die anderen neu sind. Das Y. Mit dem Y meinst du das? Genau, das da versteckt reinzeigt. Prinzipiell natürlich ein Traum. Lawinenlage 3 und Wind und Nässe und so weiter. Müssen wir einfach schon das Ganze vernünftig beurteilen. Ich würde sagen, das schauen wir uns halt an. Warte mal, ob es. Die Wahl der Skitourengeher fällt auf das Schönwetterfensterl. In Spitzkehren spuren sie die steile Rinne hinauf. Natürlich ist Tom Leitner fit und ausdauernd. Er weiß aber, dass auch gute Freerider das alpinistische Einmaleins immer wieder einstudieren müssen. Dass man gut wird beim Skifahren, braucht man einfach die Höhenmeter und die vollen Runden, die man mit dem Lift noch kriegen kann. Und deswegen bin ich weit davon entfernt, ein guter Skialpinist zu sein, würde ich sagen. Da fehlt mir noch viel an Erfahrung. Aber das ist ja schön, wenn man einfach sich weiterentwickeln kann. Und das finde ich das Schöne im Bergsport, dass das fast ein Leben lang eigentlich möglich ist. Und Tom Leitners Entwicklung zum Skiprofi begann auch schon im Alter von 3 Jahren. Ich glaube, das erste Mal Ski gefahren bin ich direkt bei uns vor dem Haus. Ich komme ja von Tengling am Waginger See, also ein bisschen weiter weg von den Berg. Und dann, sobald es gegangen ist, waren eigentlich bei uns die Hausberg die nächsten.
Das Skifahren war einfach, seit ich kleiner Bub bin, das, was ich am liebsten gemacht habe. Da habe ich mich das ganze Jahr schon drauf gefreut, wenn endlich der Schnee wieder kommt. Und ich weiß eigentlich nicht, was die Gründe sind, aber ich mag einfach die Geschwindigkeit und die Freiheit, die man hat. Das, glaube ich, hat man sogar als Bub schon, diese Empfindungen. Wahrscheinlich liegt die Kunst darin, die Empfindungen aus der Kindheit, die Unbeschwertheit, die Freude, das Leben im Moment zu konservieren und diesen Empfindungen als Erwachsener Raum zu geben. Tom Leitner hat den Schlüssel dazu im Freeriden gefunden. Was ist Freeriden? Ja, das werde ich ganz oft gefragt. Im Grunde ist es einfach ein freies Skifahren, wie man Lust hat. Es soll schön ausschauen, ästhetisch. Und hat irgendwie für mich persönlich hat das viel von einer Kunstform irgendwie wie Performance Art oder mit Tanzen kann man es wahrscheinlich auch ein bisschen gleichsetzen. Also da geht es jetzt weniger um die objektiv bewertbare Leistung, sondern um ästhetischen Ausdruck von einem selbst, würde ich jetzt mal sagen, wie man es ein bisschen pathetisch ausdrücken mag. Mein Stil war eigentlich immer eher smooth. Ich habe das versucht, das einfach und flüssig ausschauen zu lassen. Vielleicht ist das auch irgendwie, wie ich durchs Leben versucht zu gehen. So smooth. Geschmeidig durch den Alltag zu gleiten, das gelang Tom Leitner viele Jahre, bis er abrupt zum Innehalten gezwungen wurde. 3 Jahre ist her und da waren wir im Iran unterwegs und da waren wir einfach total übermüdet und es war schönes Wetter und irgendwie habe ich ein bisschen ein Blackout gehabt und bin wo rausgesprungen. Das war psychisch irgendwie für mich auch schwierig, weil es einfach so in dem Moment so ein intensives Erlebnis war, dass ich schon viel in Frage gestellt habe. Ich habe ganz anders plötzlich auf die Lines geschaut, die ich fahren wollte. Ich habe eigentlich nur immer das Negative und den möglichen Sturz vor Augen gehabt. Und das war schon so ein bisschen, vielleicht die Erkenntnis, dass ich meine Karriere jetzt ein bisschen anders gestalten muss. Meinst du das? Mit Tochter Philomena und Ehefrau Bunschi ist der 36-Jährige oft am Hochfällen in den Chiemgauer Alpen unterwegs. An seinem Hausberg, auf seinen eigenen Spuren. Ja, jetzt im Moment habe ich das Konstrukt, das ja bei mir eigentlich immer ums Skifahren und um den Bergsport dreht, so, dass ich noch ein bisschen so semi-professionell für meine Sponsoren arbeiten kann. Und das fühlt sich eigentlich für mich sehr gut an, weil ich bin speziell beim Skifahren nicht mehr so unter dem Druck, was leisten zu müssen. Und irgendwie hat das wieder ein bisschen habe ich da wieder die Unschuld des Skifahrens wieder entdeckt, die es für mich am Anfang gehabt hat. Als Freerider war Tom Leitner jahrelang weltweit unterwegs. Heute ist er froh, nicht mehr nach Alaska oder Neuseeland aufbrechen zu müssen. Stattdessen sieht er seine Heimatberge mit neuem Blick. Vom Chiemsee, da wo ich wohne, zeigt man direkt her in Korsa. Und ich habe da noch total wenig gemacht. Und wenn man dann da die Kulisse hat und dann auch noch einigermaßen was Spannendes fahren kann, das ist schon toll. Also da kommt man runter und das ist, glaube ich, das, wo ich die nächsten Jahre verbringen möchte, in so einer Umgebung. Seine Erfahrung als Freerider überträgt Leitner heute auf die steilen Rinnen und Flanken, die gewissermaßen vor seiner Haustür liegen. Dass er nichts verlernt hat,
Und dass der Style immer noch sein Skifahren bestimmt, wird auch im Wilden Kaiser deutlich. Es ist sicher auch nicht weniger anspruchsvoll, dann da gute Sachen zu machen und interessante, spannende Sachen. Für mich persönlich ist das eine neue Welt. Grundsätzlich, ich bin schon immer so ein bisschen getrieben, jetzt nicht übermäßig, aber ich glaube, dass das auch wichtig ist. Also, weil sonst, glaube ich, neigt man vielleicht dazu, dass man sich auf irgendwelchen Erlebnissen der Vergangenheit ausruht und ständig dann die alten Geschichten hervorkramt. Und das ist mir ein Graus, wenn man das macht. Ich hoffe, das passiert mir nie. Tatsächlich ist diese Gefahr verschwindend gering. Denn es gibt in Tom Leitners Hausbergen noch jede Menge Abenteuer zu erleben. Man muss sich nur dazu entscheiden, um so eine neue Freiheit zu gewinnen.